Wenn ich heise gucke, wie der heise sitzt, dann muss ich ein bisschen darüber denken, was an der letzten Woche noch gesagt ist von unseren geringen Kollegen und von unseren sozialistischen Kollegen. Und indem nämlich Nolausstadt, der Menge die Ball, hei Bannen giffen die schlimmste von denen Schlimmen sitzen. Hei Bannen sitzt die geballten Gefahr für alles, was Lützeburg Demokratie ausmischt. Das ist das, was sie sagen. Sie schwätzen von Extremen, sie schwätzen von Extremisten. Das sind hier über 150 Leute, das sind rund 2000 Members, das sind 10.000 Wähler dabei. Und das ist aber komisch, weil wenn ich da gucke, ein auf dem anderen wieder so artig da sitzt, nolausstadt, freundlich sitzt, und ihr spricht, wie heute zu sind, dann muss ich einfach so, und ihr seht alle gute, ganz normal Leute. Und ich gesehen, Junker, Männer Junker, Pappen, Mammen, Großeltern, Leute aus allen Ecken vom Land, Leute aus dem Ausland, Leute von allen Berufen, Beamten, Polizisten, Eisenbahner, Studenten, Professoren, Lehrerinnen, Ingenieuren, Bauunternehmer, was weiß ich alles Mögliches, Lützeburger, also Ausländer, ich finde das gedurcht. Ja, impressionant, wenn man bedenkt, dass da die schlimm solle sein. Und noch ganz viele Leute, und ich will da denke, betonen, das ist aber nicht immer gut für eine Geschichte von uns kommen. Ich will da so, ganz viele Leute, die sitzen, denen ihre Familien auch am letzten Krieg der deutschen Besatzung resistiert haben, und für Eisfreiheit und Unabhängigkeit gekämpft haben. Und wenn ich dann die Leute also gucken und vergleiche mit dem, was da verschiedene Leute aus anderen Parteien behaupten, da führt das mich zur folgenden Konklusion. Wenn die hier Bannen das größte Problem sieht, da gibt es zwei mögliche Erklärungen. Entweder die das sagen, die geringen Sozialisten, die haben eng mit der Ratsch. Oder sie sich verzweifelt, ein Feindbild zu schaffen, für sich dann als Bekämpfer höchst zu stilisieren und damit eine Daseinsberechtigung für sich zu schaffen, die sie sonst nicht mehr haben. Aber wenn es kein Programm ist, keine Idee ist, keinen Zusammenhalt und nicht fertig bringst, dann müsst eben etwas gehen. Das geht irgendwie immer. Da muss doch nicht mehr viel überlegen. Und das machen da besonders gerne die Parteien, die gemerkt haben, dass sie mit ihrem Programm nicht mehr gut bei den Leuten draußen ankommen, wie zum Beispiel die Grünen, die effektiv große Probleme haben. Und ich will daran erinnern, die größten Niederlage von allen Zeiten heute zu Lützeburg letztes Jahr erlebt haben, wie sie von 9 Sitz auf 4 raufgegangen sind. Das ist natürlich bitter und kann ihn heute wahrscheinlich davon ausgehen und darauf wetten, dass die Grünen nie mehr an eine Regierung werden kommen. Das gefällt ihnen nicht, das ist klar. Dabei sind sie aber noch immer der große Liebling bei den Medien, natürlich auch bei der sogenannten Zivilgesellschaft. Das sind die Nichtregierungsorganisationen, die aber von der Regierung bezahlt sind und da doch ganz verstärkt in der demoliger, teils geringer Regierung. Das erklärt das so manches, wie das hier im Land so auflebt. Und die Grünen weiter revidiert, sie kriegen auch oft einfach Fragen gestellt. Die Themen gehen immer an die Aktualität gesagt. Kommentare von den Journalisten sind oft deckungsgleich mit dem Programm von den Grünen. Und trotz all dem ist es schief gegangen. Und da sind wir eben hier, oder dir, wir alle Guten, dann sind wir hier eben die Base. Mit das war noch nicht darum gegangen, für hier lange über die anderen zu schwätzen, da kommen lassen sie, da wo sie sind, übrigens her, den am Moment auch sonst nicht ganz viel ausgegrenzt aus dem Eck, und das ist nicht das, was wir machen wollen. Wir sind in der Opposition, und wir wollen eine produktiv, eine konstruktiv Politik machen. Wir wollen eine optimistische Partei sein, die auch selber Themen setzt. Und das Motto, wenn den Fokus nämlich nicht selber setzt, das setzt in anderen für dich. Und dafür müssen wir als Partei gucken, für selber als Themen
zu setzen. Wir müssen Ideen rabringen und schmengen, das wird wir an Zukunft machen, am positiven Sinn für Lützeburg. Und natürlich muss mir als auch Viren gehen dat wat auch schon ugeschwert gehen und das ist nur Menschen dritten oder vierte Redner sind die nie dat uschwätzt, das sieht auch genug aus, das sieht, dass du effektive Problem hast und dass mir als Partei dem ganz bewusst sind. Wir müssen als Viren geht immer mich stark Angriffe an als Freiheiten, als Meinungsfreiheit, an als Demokratie. Und dir auch gefällt, es kennt dit oft nämlich dazu, was den denkt. Nicht unbedingt für den verboten da wird gesagt, ihr könnt eine Meinung so, aber die muss auch mit der Konsequenz leben. Ja, die muss mit der Konsequenz leben. Ja, was heißt das dann? Und dir Gefühl, dass eine Meinung oft nicht erwünscht ist, dir Gefühl, dass verschiedene wichtige Themen in eurem Land nicht richtig angeschwärzt gehen, dass andere andauernd auf vier Brüche gehen, für uns aufzulenken. Und dir Gefühl, dass das System hat, und dir Gefühl, dass oft Medien parteiisch sind, wo dir Gefühl, dass Versicht geht, von Nöwen ruft, Leute zu kontrollieren und zu lenken, am Platz der Leute von innen rup not zu lauschen, wie das am Anfang einer Demokratie soll sein. Aber wenn der das so sieht, dann hat ihr recht. Das ist so. Meinungsfreiheit geht immer mehr attackiert. Es geht von regulären geschwärzt. Das heißt dann aber am Anfang etwas wie Zensur. Und oft geht man gar nicht mehr gezeckt, für das Urteil so zuzugehen. Und natürlich sind Medien, sowohl in Lützeburg wie auch im Ausland, nicht neutral, waren sie übrigens nie. Also in den Moment seht, dass als Lützeburger Zeitungen neutral wären. Lützeburger Zeitungen waren immer parteiisch. Also sie waren auch immer zugehörig zu einem Block. Das war immer so, dass also nichts von den Dateien so behauptet, auch von der verschiedene Hautfleisch verwundert. Oft wird auch dann das nämlich geschrieben, eine Alternativmeinung muss ich lang sichern, dafür sind wir dann zuständig. Weitere Affären natürlich lenken uns auf von wichtigen Sujeten. Das ist natürlich gut, dass sie viel über Caritas schwätzt, wie das ist auch bequem für verschiedene Leute an der Politik, weil solange wir über so etwas schwätzen, schwätzen wir nicht über die reellen Probleme an der Zukunft von unserem Land. Alle Freunde, das ist ein bisschen so, wie auch in Europa. Wir gehen auf europäischem Plan und noch zu Lützeburg gern dirigiert von Nöwenhof, von einer selber ernannter Elite, der nicht unbedingt darum geht, dass die Folgen entscheiden kann, der nicht darum geht, dass die Leute nur gelauscht wird, der nicht um die Freiheit der Bürger geht, aber die wollen, dass wir an Angst leben. Die wollen, dass wir fährten, die wollen, dass wir ein schlechtes Gewissen haben, die wollen, dass wir kontrollierbar sind und dass wir das machen, was sie gerne hätten und dass wir denken, was sie gerne hätten. Und genau da geht Leifren mussssen mir als Viren. An die selber ernannten elitär Weltverbesserer zurück op de Boden vun der Realität tuelen vun de Mënschen hier am Land und in Europa. Dat ist eng Aufgabe, die wir hunn, dat ist ein Kampf für die Freiheit, das ist ein Kampf für die Leute dabaussen. Und es ist nie verzecht, da net gesinn, dass 10.000 Leute auch hier am Land als do werden begleiten und uns dabei werden unterstützen. Das ist nicht einfach. Wir schwammen gegen den Strom, ganz oft. Wir gehen die Aufgabe offensiv und auch ganz optimistisch. Angst machen. Nachdem wir Angst gemacht haben von der Klimaapokalypse, und du hast mir ganz viel Angst gemacht für Corona, und alles das benutzt gehen für große Abschnitte an uns Freiheit zu erholen, aber wir vergessen das doch nicht. Muss man auch Angst gemacht kriegen für Krieg, permanent berieselt, der Krieg steht 400 Jahre, gleich genug gegriffen, und Angst gemacht kriegen wir für Ende der Demokratie. Und das ist am Anfang nur das Neueste, was die ganze Zeit wiederholt, als Demokratie ist bedroht. Und ich übersetze nicht nur mal, was das heißt, von denen, die unter Macht sind, so als Demokratie als bedroht, dann heißt das eigentlich, als Macht als bedroht. Aber wenn sie so Sozialmedien müssen reguliert gehen, dann heißt das, Sozialmedien müssen zensiert gehen. Aber wenn sie so Sozialmedien sind ein Gefahr für die Demokratie,
da mengen se Sozialmedien sinn ein Gefahr für Eisenerhalt und der Murcht. Und da versteht den besser weil es geht. Es geht denen nicht Demokratie, es geht denen den Murchterhalt. Also sie gesoen, sie geben Demokratie gerne unterstützen, aber das ist nicht der Fall. Sie wollen just hier Murcht verteidigen, sie wollen nicht Weltbild verteidigen, was die letzten Zeit ganz stark und wackele kommen, aber was auch noch weiter wird und wackele kommen. Und da gehen sie nicht ein, sie panikieren, und die Reaktion ist dann, andere Meinungen wollen zu erbannen, die nicht zu ihrem Mainstream gehören. Das heißt, sie gehen am Funk für Demokratie zu sehen, aber sie sind am Funk dagegen. Und viele von ihnen sind sich das mal nicht bewusst, mit das eben nicht so einfach alles immer zu verstehen. Und wir sind am Funk eine Partei, wo dann eben eine andere Meinung auch kann haben. Und das ist auch von den Gründen, für was wir so stark unter Meinungsfreiheit interessiert sind, weil wir die sind, die es am meisten spüren. Akit das nicht verboten ist, mit das wie viel Druck gesagt, wenn an einem Gemengerot oder an der Chambre auffängt, etwas zu sagen, was die anderen nicht wollen hören, was aber ganz legitim ist, da probieren sie mit allen Mitteln, ihr klein zu machen. Da unterbrechen sie sich, da vernennen sie sich, da machen sie es schlecht und da kommen sie mit all möglichen Tricken von Isolation. Und das ist ja genau der Punkt, wo den demokratischen Diskurs gerade von denen Leuten vergiftet wird, die da draußen umgehen, sie geben den demokratischen Diskurs verteidigen. Und das muss man weisen, dass das ein Problem ist. Und mir Wir haben die Courage, die können der Meinung sagen. Wir sind auch alle Guten, nicht immer alle Guten enger Meinung. Das ist auch okay. Es findet ihr wahrscheinlich keine Partei, wo in 100% immer enger Meinung ist. Aber die können der Meinung sagen, und wir können als Meinung sagen. Und wir halten darauf, dass Leute dabei sind, wenn sie Meinung sagen. Die muss nicht Vogue sein, wie ihn das nennt. Die muss auch nicht LGBTQ-Themen an der Schule akzeptieren. Die muss auch nicht Corona-Einschränkungen akzeptieren. Die muss nicht für Waffenlieferungen sein. Die muss auch nicht für Auftreibungen sein. Und so weiter und so fort. Es ist recht, eine Meinung zu haben, ohne Negativkonsequenzen müssen zu erleben. Und das ist das Recht, wo wir als ADR für jeden und für alle Meinungen immer werden ersetzen. Andere Meinungen akzeptieren, auch dafür sorgen, dass andere Meinungen zu Spruch kommen, nur lauschen, den Wille vom Volk respektieren und akzeptieren. Natürlich ist Demokratie auch, dass sich da Sachen können ändern. Gesetze können geändert gehen, sogar die Verfassung kann geändert gehen. Immerhin, als Land, das ja auch heute wie das war für 50 Jahre. Wir können auch internationale Konventionen ändern, auch da das Demokratie. Nichts als festgelöst, das Volk dezidiert. Und das Wichtigste ist, dass wenn wir man zusammen sind und noch mit anderen Membern der Parteien, dass wir es auch gegenseitig respektieren. Und effektiv erlebt den oft, wie der Luc Reiter doch so, dass wir auf viele Plätze, dass dann nur kommen und insgeheim gehen sie es einfach recht. Sie dürfen das natürlich nicht nur bei uns so. Verschiedene Leute kriegen sogar gesagt von ihren Parteispitzen, sie sollen sich nicht so viel mit Leuten von uns abhalten, sie sollen gucken, nicht auf Fotos zu kommen, sie sollen gucken, für nicht so viel mit denen freundschaftlich Kontakt dazu. Das muss ich euch vorstellen. Und das sind natürlich Leute, die haben sich nicht tun. Gott sei Dank. Und die Sohn ist da doch noch. Ich gut gesund, ich bin treu, ich gut gesund, ich bin durchmachen, da die behauptet. Ich fand das ganz schlimm. Also, wenn ein von uns, von der ADR spitzt, einem von ihr sieht, und die sich nicht mit irgendeinem abhalten oder Kontakt da oder auf Foto gehen, dass du zu dem kümmert dich Probleme. Und ich mache, was ich für gut fand. Weil auch wenn wir hier am Land immer Meinungsverschiedenheiten haben, und auch heinst du wirklich ganz
vielleicht andere Ideen haben, wie das die Leute gewinnt sind, die hier am Land gerne dezidieren. So ist es immer wichtig, dass sie sich respektiert und dass sie hier am Land, gerade zu Lützeburg, können wir es nicht erlauben, für Großmadenen auch nach draußen zu streiten. Politische Plan, ja, mehr wie am Fußball seht, wir spielen gerne den Ball und nicht den Mann. Weil das ist nicht das, was Demokratie soll ausmachen. Und das sollen sich auch die Hanatoren schreiben, die das dann Demokratie immer so hoch wollen haben. Alle Meinung ist legitim. Und die Leute, die haben eine Linksausstellung und die Leute, die haben eine Rechtsausstellung. Das ist so. Und in den meisten Ländern, in den USA, Deutschland, leidet das ungefähr immer so in einer Balance 50-50. Wobei es ganz viele verschiedene Meinungen gehen, die auch ein einzelner Mensch kann vertreten. Ich gebe Ihnen ein einfaches Beispiel. Wenn der Monarchist sieht, wenn der Monarchie sieht, das ist ja echt der Ritz. Wenn der aber gleichzeitig dafür sieht, für sozial denen Armen mehr zu helfen, das ist ja gleichzeitig links. Das heißt, die können sowohl ob denen zwei Bohren auch vertreten sind an ihrer politischen Meinung. Und dafür ist es auch mengenlich nicht richtig für das vertraut so gemerkt, wie wenn man an der Zeit von der Französischen Revolution wäre, für die Leute permanent anzudelen, links, rechts. So einfach ist das Spiel gut nicht. Demokratie, nach Freunde, das ist etwas, wo das Volk entschied. Und wo ihr muss dann akzeptieren, was das Volk entschied hat. Und das Allerdemokratischste, das das Volk direkt kann entscheiden. Und das ist das, was geschieht, wenn ein Referendum organisiert wird. Ein Referendum, das selbst wird zuletzt bestimmt oft gemerkt wird, und ich meine, hinter dem letzten Referendum wahrscheinlich gar nicht mehr, weil Referendum ist für die, die in der Muss sind, immer gut, wenn das Referendum so ausgeht, wie sie gerne wollen. Und wenn das Referendum nicht so ausgeht, wie sie gerne wollen, froh mit Volk lieber aber nicht, weil das war besser, wir sind ja gewählt, die für die Decisionen zu holen. Und die Sache ist kompliziert, Leute verstehen das doch gar nicht. Das ist das Argument, was ihr könnt. Und da kommen wir in Situationen wie für 2 Jahre bei der Verfassungsreform, 15 Jahre als mehr oder Männer an Hannakummeren darum geschafft, für eine neue Verfassung zu kreieren. Und da sind wir gesagt, ja, das Volk wird gefragt in einem Referendum, wann bis so weit das, weil wenn wir eine Verfassung wollen, die vom Volk akzeptiert wird, dann muss doch eine Verfassung sein, die von dem Volk gewählt wird. Da geht an Land so Chile, überall geht eine Verfassung vom Volk per Referendum gut gehecht. Das tun 4 Parteien gesagt, der SAP, ganz klar, Heiner Boffer, die natürlich machen wir Referendum, CSV, DP und natürlich die Grünen, die Oberdemokraten. Und das natürlich auch gesagt. Aber wie ist es ausgegangen? Was tun sie zum Schluss gemacht? Sind das Referendum nicht gemacht? Sind Leute nicht dezidieren gelassen? Sind nicht selber durch die Chambre durchgehummert mit ihrer Majorität, die sie eben hatten? Und die Leute sind bei uns 4 gelosgehen. Das liefern als nicht als Vorstellung von Demokratie an Versprechen, die gebracht gehen. Das ist sicherlich mit das Schlimmste, was es gibt an einer Demokratie. Und das gibt es mit der RADR nicht. Natürlich hätten wir den Referendum gemacht, liefern. Und ich meine noch ein Klammer op, ich schwätze nicht gegen, was Deutschland. Mit das aber etwas, was mich schockiert. Und das hat in Deutschland geschieht, wo eine Regierung gewählt wird, oder Herr Merz für nicht zu nennen, den 100-mal verspricht, an den Wahlen X zu machen, und dann knapp gewählt. Und ich schätze nicht von nur 2 Jahren, ne? Wie knapp gewählt, ein Wort und noch, quasi ein Tag und noch. Alles, was der Kopf gehalten, was er für du versprochen hat. Das ist der komplette Non-Respekt für die Demokratie und für die Wähler. Und das wird ihnen auf die Nuss fallen. Wenn ihnen dann hingeht und am Parlament eine Woche abgelesen wird, die Verfassung ändert, 3 Punkte, das ist eigentlich ein Riesenaffront, den du geschieht ist. Und das hat Reperkussionen. Und ich fand, dass so Politiker viel mehr responsabel mit ihrer Macht umgehen und nicht so Sachen können machen. Klammer auf, in Lützeburg wäre das nicht möglich, weil du musst ein Verfassungsartikel 2-mal binnen 3 Monaten aufgestimmt gehen oder an einem Delay von 3 Monaten, für das in Kraft tritt. Gut.
Wir sind also als ADR für das Leute mehr respektiert gehen. Wir sind dafür, dass Leute mehr können mitschwätzen. Wir sind dafür, dass mehr Referendumen organisiert gehen, sowohl im Gemengeniveau wie auch im Niveau vom Land. Das ist wichtig für die Leute mit anzubauen. Das ist unser demokratischer Geist. Und dafür können wir auch ruhig noch rauszugehen, auf folgendes Sohn, auf wirklich höflich drauf sind, mit Fried und mit Glück, da die als hier am Land die demokratischste Partei von allen. Die Freunde, das ist die Message, die wir sollten noch auszudrohen. Der DDR als die demokratischste Partei von allen. Weil wir lassen Leute, wir lassen Bürger mit dezidieren, und wir dezidieren nicht von oben rauf. Die Freunde, das ist die Message. Ich sage nicht vielmals Merci und alles Gute.